Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum 96. Bundesligaspieltag gegen den VfB Stuttgart. Südgipfel 4-0. Spiel war nach der ersten Halbzeit durch. Spiel war nach der roten Karte durch. Ja, bis zur roten Karte haben wir uns schwer getan, muss man ganz klar sagen. Da war sehr ausgeglichen. Die Anfangsphase gehörte, die ersten 5 Minuten gehörten die Stuttgartern. Zur roten Karte vielleicht direkt. Ja, kann man geben, muss man aber nicht, finde ich. Also, es war klar Kampf um den Ball, es war ganz klar keine Absicht. Also, ja, mit Vereinsbrille auf, denke ich, muss man die nicht geben. Ich erinnere mich an mindestens 3 oder 4 solcher Fouls gegen uns, wo es auch Kampf um den Ball war, auch mit offener Sohle voll drauf und da gab es teilweise noch nicht mal zum Freistoß und wenn, dann gab es eine gelbe Karte. Es wird viel mit nicht im gleichen Maß gemessen, finde ich, in der Bundesliga. Da muss sich was ändern. Wie gesagt, man kann die rote Karte geben. Es war ein klares Foul, gar keine Frage. Aber rot, glatt rot, nein, Leute. Glatt rot ist für mich, wenn man die Absicht hat, den Gegner zu verletzen, wenn man von hinten reinballert, sowas ist für mich glatt rot. Wie gesagt, das war ganz klar Kampf um den Ball. Da war nichts irgendwie, war unglücklich und ja, ich denke, eine gelbe Karte hätte es da getan. Ist aber auch nur meine Meinung. Werden wahrscheinlich die Stuttgarter anders sehen oder der neutrale Beobachter mag das vielleicht auch anders sehen, keine Ahnung. Ja, am Ende des Tages war es gut für uns, dass wir die rote Karte bekommen haben, weil ja, danach hat Stuttgart vielleicht gedacht, jo, wir sind jetzt einer mehr, easy peasy und wir haben halt gedacht, komm, wir legen jetzt nochmal alles rein, was wir drin haben im Tank und ja, dann ist das Spiel so gelaufen, wie es gelaufen ist. Was wahrscheinlich sonst nicht so gelaufen wäre. Von daher, ja, ist natürlich ärgerlich, wird uns im Spiel gegen Leipzig fehlen, genauso wie Boateng, der heute bärenstark war mal wieder. Also mit den Leistungen, die er aktuell bringt, ja, musst du ihm auf jeden Fall ein Vertragsangebot machen. Ob er es dann annimmt, ist eine andere Sache, ja, klar, zu stark reduzierten Bezügen. Ich würde es tun, weil, ja, auch wenn ich im letzten Video gesagt habe, wir haben genug Innenverteidiger, aber wenn er halt so eine Leistung bringt und wenn man das vorher abklärt, dass er als Unterstützung da ist, aber ja, I don't know. Also ich würde es auf jeden Fall versuchen, bei der Leistung, die er bringt und ja, meine Meinung. Ob es so kommt, ich denke nicht, dass er ein Angebot überhaupt kriegen wird. Was er sich dann vielleicht irgendwo auch selber verspielt hat mit dieser Aktion damals mit Paris und sowas, habe ich ja auch schon was zugesagt. Gut, zurück zum Spiel. Ich denke, ja, man hat gesehen, dass wir wollten dann, ja. Dass wir dann nochmal, wie ich schon gerade sagte, den Tank aufgemacht haben und Vollgas gegeben haben. Und auch schön, das 2:0 war super herausgespielt. Aber auch danach, wir waren durchgehend gallig, wir wollten unbedingt, das hat man gesehen und Stuttgart war damit komplett überfordert. Zweite Halbzeit, klar, mal ein bisschen vom Gas gegangen. Nichtsdestotrotz sind wir viel gerannt, haben Stuttgart viel den Ball gelassen, ja. Wenn man dann gerade mal Müller gesehen hat, also Müller war ja zweite Halbzeit, ja, war ja überall, ja. Was der wieder gelaufen ist, wo er sich reingeschmissen hat in die Zweikämpfe, auch Sané. Also Sané war ja teilweise der bessere rechte Verteidiger wie Pavard in der Defensive. Obwohl Pavard heute auch nicht so schlecht war, aber Pavard war wieder so, ja, glaube von 6 Flankenversuchen hat er 5 zugelassen. Das ist für mich kein Außenverteidiger, bin ich ganz ehrlich. Also, ich meine, so hat er ein gutes Spiel gemacht, ja. Aber immer dieses Flanken lassen, ich verstehe das nicht. Warum lässt man die Leute flanken? Warum riskiert man das, die Leute flanken zu lassen? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, I don't know. Ich weiß nicht, ob es eine taktische Anweisung ist. Ich verstehe es halt einfach nicht. Wo man gesehen hat, wo der Süle da gespielt hat, der hat es besser gemacht, ja. Auch auf der anderen Seite, ob es Davis ist, ob es ein Hernandez ist, ob es ein Alaba ist, der heute gespielt hat, die machen es auch besser. Also klar kann man nicht jede Flanke verhindern, logisch, gar keine Frage. Aber wie gesagt, von 6 oder was das waren, hat er 5
ja, einfach flanken lassen. Ansonsten hat er ein gutes Spiel gemacht, keine Frage. Wenn er dran war am Mann, hat er auch vorher die Zweikämpfe gewonnen, sodass sie gar nicht erst sich durchspielen konnten erst. Hat die Wege mit nach vorne gemacht, alles gut. Aber ja, dieses Verhalten immer, das hat auch der Alaba dann gemacht, wo er im Mittelfeld gespielt hat. Kam mir gar nicht klar. Also ganz ehrlich, was der Alaba da im Mittelfeld gespielt hat, die ersten 15 Minuten bis zur roten Karte, war ein Witz, Alter. Also der ist da rumgeirrt, der war nicht einmal irgendwie mal in Ballnähe, Pressing, hat er gar nichts geschnallt, kam er gar nicht hinterher. Dann hat er sich da auch immer hingestellt und hat versucht, so die Wege zuzustellen, anstatt mal in den Zweikampf zu gehen, genauso wie er es in der Innenverteidigung macht. Also, boah. Also von daher können wir froh sein, dass der Davis da die rote Karte gesehen hat und der Alaba da hinten links spielen konnte. Da weiß er nicht, was er zu tun hat. Also. Eieiei, eieiei. Also ich bin sehr gespannt, wo der Alaba hingeht und ob er da im Mittelfeld spielt. Dann muss ich auf jeden Fall um einiges steigern. Also das war, keine Ahnung. Ich meine, gut, war er erst eine Viertelstunde, vielleicht wäre er noch reingekommen in die Posi. Aber was er bis dahin gespielt hat, alter Belly, war das schlecht. Sonst hat Alaba ein gutes Spiel gemacht, so wie die ganze Mannschaft. Ja, wir haben nichts zu meckern heute. Die ganze Mannschaft hat gut gespielt. Nach der roten Karte, bis dahin war es wieder so ein bisschen so, ja, wir gucken mal und kommen mal langsam rein. So die ersten 5 Minuten gehörten Stuttgart. Dann haben wir so 5 Minuten gehabt und ja, aber wir waren nicht so richtig da, so richtig wach hatte man nicht so das Gefühl. Und aber dann die Aktion, die rote Karte hat uns dann auf jeden Fall angestachelt, wie man gesehen hat. Und Levi hat Bock gehabt. Levi hat von Anfang an Bock gehabt. War auch bockstark heute, war überall. Ja, hochverdient der Sieg. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden. Hätte auch noch höher ausgehen können. Und dass wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen vom Gas gegangen sind, denke ich, völlig menschlich, völlig normal. Auch wenn jetzt Länderspiele anstehen, es ist natürlich auch Kraftraum für die meisten Spieler, die irgendwo hin müssen. Von daher. Alles gut. Ja, es gibt nicht viel zu meckern. Ich würde sagen, ich gehe mal einmal die Spieler durch. Wir können aber auch erstmal einen Blick in die Statistiken werfen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Sollte ja ein bisschen ausgeglichener sein. Ballbesitz. Sogar 57% für Stuttgart. Ja, ich sage ja, zweite Halbzeit haben wir die Stuttgarter spielen lassen. Haben wir kaum Ballbesitz gehabt. Muss man auch mal fairerweise sagen. Wobei ich das auch mal ganz gut fand, das mal zu sehen. Und wie man gesehen hat, haben wir die Räume eng gemacht. Ja, dank Müller. Selbst mit einem Mann weniger. Müller hat, wie gesagt, unmenschlich geackert, zweite Halbzeit. Also. Und genauso wie Sané hinten rechts. Das war auch bärenstark, muss man so sagen. Gut, 42:57. Zweikämpfe 48:52 für Stuttgart. Schüsse insgesamt 15-12. Aufs Tor 7-4, Ecken 1-3, Flanken 9-13. Gewonnene Zweikämpfe, Goretzka 9, Müller 6, Boateng 5. Ballkontakte 77 Müller, 72 Goretzka, 67 Boateng. Daran sieht man schon, dass wir weniger Ballbesitz hatten wie sonst. Gefordert wurde interessiert uns die Schüsse insgesamt. Levi 4. Ja, normal hätte er den vierten noch machen müssen. Ne? Also das war ja... Also das Kunststück war zu einfach wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also normal macht er den mit Augen zu. Aber wenn du schon 3 Stück gemacht hast, was willst du da meckern? Nur? Sané 3, Sané hat ein bisschen Pech gehabt. Ihm hätte ich auf jeden Fall ein Tor gegönnt. War mega stark, ey. Mega Zweikampfverhalten heute gesehen. Immer wieder den Ball behauptet, ob hinten, ob vorne. Richtig gut gefallen. Choupo-Moting war heute wieder nicht Bundesliga-tauglich, die 16 Minuten. Ich habe ihn in der 86. Minute da schon nur so pumpen sehen, so lang joggen sehen. Da dachte ich mir, was ist los, Junge? Du bist gerade mal 10 Minuten auf dem Platz. Also keine Ahnung, ob er sich beim Warmmachen verausgabt hat. Ich habe keine Ahnung, aber auch der Schuss, ja, also und auch vorher diese Szene da, Mann. Müller, Torschussvorlagen 5, Pavard 2, Sané 1. Gut. Wie gesagt, wir gehen mal die Spieler kurz durch, aber ja, es gibt nichts groß zu meckern. Wir haben zu 0 gespielt, ja, das ist natürlich ein Highlight zum 6. Mal in dieser Saison, wow. Von daher kriegt der Neuer mal eine 2 heute. Hat nicht wirklich was zu tun gehabt. Ja. Bei dem einen wurde er angeköpft, den hat er dann noch gut festgehalten. Ja. Zweite Halbzeit musste eine Parade zeigen, so eine halbe Parade. Ansonsten ein paar Flanken abgefangen, das war's. Ne. Nichts Weltbewegendes.
Süle würde ich eine 3 geben. Süle war gut, war konstant, hat auch dann, ich weiß nicht, wann es war, 80. rum, wo sie nochmal ein Herz gefasst hat. Man hat gesehen, ihm hat das Dribbeln gefallen. Hat er gut gemacht, hat er auch ein bisschen Pech gehabt. Hätte er natürlich auch spielen können, aber er hat sich auch gedacht, ey, jetzt bin ich 80 Meter hier durchgetankt. Wenn ich ihn jetzt noch reinschieße, dann wäre ich der Held. Er hätte noch ein paar Meter gehen können, sogar, ja, am 16er. Ich denke, wir werden bald so ein Tor sehen vom Süle. Er ist heiß. Vor allen Dingen ist er ja gegen Hoffenheim auch gesetzt, weil Boateng ist ja gelb gesperrt. Die 5. Gelbe kassiert. Boateng war heute bockstark. Ja, muss man sagen. Er hat den, wie hieß er? Kalacic. Ja, der hat gar kein Land gesehen. Aber wirklich gar kein Land. Ja, man hat die ganze Klasse gesehen von Boateng heute. Muss man einfach so sagen. Pavard würde ich auch eine 3 geben. Also Boateng eine 2. Pavard eine 3. Wie ich schon sagte, Pavard ein gutes Spiel gemacht. Aber er hat zu oft flanken lassen, die Leute. Ja, verstehe ich nicht ganz. Das ist das, was mich sowieso schon die ganze Zeit immer ein bisschen stört beim Pavard. Vor allen Dingen ist er auch nie außen dann als Verteidiger, ist immer erst in der Mitte, lässt den Außen frei, so dass der in der Mitte den Außen anspielen muss und dann geht er nach außen. Ja, und dann kann er natürlich, kommt er nicht mehr in den Zweikampf, um eine Flanke zu verhindern. Versucht dann irgendwie zuzustellen. Verstehe ich immer nicht ganz, diese Spielweise. Warum geht er nicht gleich nach außen, wenn die zwei ankommen und der Innenverteidiger zieht raus oder der defensive Mittelfeldspieler muss halt hinterher. I don't know, immer sehr kurios irgendwie. Davis, ja, können wir nicht beurteilen. Wie gesagt, für mich, ja, man kann die rote Karte geben. Es war ein klares Foul mit dem Stollen auf dem Fuß, gar keine Frage. Aber es war ganz klar der Kampf um den Ball. Also ganz klar, also für mich keine rote Karte. Ja, habe ich schon alles zu gesagt. Müller für mich heute Note 1. Ja, ganz klar, Müller war Mann der zweiten Halbzeit auf jeden Fall, was der geackert ist, was der die Löcher gestopft hat. Klar, nach vorne hat er nichts mehr gemacht, nicht viel. Ein paar kleine Aktionen hat er auch noch gehabt. Aber was der gerannt ist, also gefühlt, hätte ich gerne mal eine Statistik gesehen. Gefühlt war es ein Marathon. Sané war für mich auch heute eine 1. War für mich bärenstark. Auch gerade, ich habe es vorhin schon gesagt, war schon in der Defensive manchmal ein besserer Rechtsverteidiger wie der Pavard, wo er da mit nach hinten gegangen ist und den da abgekocht hat und auch gut hinten rausgespielt, nach vorne immer wieder angezogen. Man hat auch gesehen, so ab der 75. war er schon platt und hat es trotzdem noch hinterher. Das hat mir beim Gnabry heute ein bisschen gefehlt. Gnabry hat klar das Tor gemacht. Gut, den muss er auch machen. Ja. War super rausgespielt von Sané und Müller. So dass er nur noch vollenden musste. Hat er gut gemacht, klar, keine Frage. Hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, Gnabry. Würde ihm eine 3 geben, aber war heute nicht so nach hinten, war nicht so der Ehrgeiz da, sag ich mal. Ja, war ein bisschen da, ja, nicht so schlecht wie sonst immer. Aber da geht ein bisschen mehr nach hinten. Da ist Luft nach oben in meinen Augen. Goretzka war gut, würde ich eine 2 geben. Hat es natürlich dann schwer gehabt, wo er eine Zeit lang einzigster defensiver und offensiver Mittelfeldspieler war. Zweite Halbzeit war der Müller ja mit da, aber erste Halbzeit hat das dann ein bisschen schwer gehabt. Hat es aber gut gemacht, hat auch gut geackert, fand ich. Und war trotzdem auch noch gefährlich vorne, hat auch ein bisschen Pech gehabt. War völlig okay. Alaba würde ich eine 3 geben. Ja, war jetzt keine herausragende Leistung, aber immer weniger ist dann auch nicht mehr viel Offensive gewesen, zweite Halbzeit. 2-3 Mal ist er dann noch wieder verwirrt nach vorne gerannt. Habe ich dann auch nicht verstanden, warum man die Position da hinten verlässt, wenn eh keiner vorne ist. Aber gut, sei mal dahingestellt. Ja, und Levi mit dem Dreierpack können wir natürlich nur eine Note 1 geben. Was soll man ihm geben? Ja, eigentlich hätte es ein Viererpack sein müssen, aber ja, meckern auf hohem Niveau. Coman, ja, weiß ich nicht. Coman war wieder so ein bisschen uninspiriert, fand ich. War eine halbe Stunde auf dem Platz. Gut, hat es schwer gehabt. Wir haben nicht mehr viel nach vorne gespielt. Aber ich denke, wenn man dann reinkommt in der 60. weiß man auch, welche Situation herrscht, was verlangt ist. Und das hat er auch ein bisschen vermissen lassen. Hat den Gnabry quasi 1:1 ersetzt. Ja? Haben sich beide nicht viel getan in der Arbeit nach hinten. Da wäre auch ein bisschen mehr gegangen, denke ich. Klar, sonst hat er noch 2-3 Szenen gehabt, so nach vorne. War okay, will ich eine 3 geben. Aber auch da ist Luft nach oben. Choupo-Moting, 20 Minuten war heute mal wieder eine Note 5. War gar nichts. Wie gesagt, der sah nach 85 Minuten schon platt aus. Ja, den Schuss, den er da hatte, es war frei zum Tor. Also die kann man wenigstens aufs Tor bringen.
Ja, auch davor so ein, zwei Aktionen sehr unglücklich. Wo er dann noch einen zaubern wollte mit der Hacke und sah sehr unglücklich aus. Ja, sei dahingestellt. War nichts, keine Ahnung, vielleicht war er nicht ganz bei der Sache, warum auch immer. Javi und Musala können wir nicht wirklich beurteilen für 7 Minuten auf dem Platz. Obwohl Harvey noch wieder zwei, drei gute Defensivaktionen hatte, ne? Aber das ist ja auch, ja, Mr. Zuverlässig, ne? Da müssen wir uns keine Sorgen machen, den kannst du immer einwechseln. Ja, ich vermisse ihn jetzt schon, wenn er nächste Saison weg ist. Bin ich ganz ehrlich. Wird mir fehlen. Ja, oder ich habe nicht mehr zu sagen. Ich denke, mehr gibt es nicht zu sagen zu dem Spiel. Jetzt haben wir erstmal Pause. Wann geht's weiter? Anfang April, ne? Da geht's natürlich richtig hardcore weiter, ne? 3., 4. spielen wir Leipzig. 18:30 Samstag. Dann 7., 4. Paris Hinspiel zu Hause. Da habe ich Urlaub, das ist sehr schön. Samstag der 10. dann Union. Ja, eigentlich ein Pflichtding, aber was ist eigentlich zwischen zwei Champions League Spielen, ist das immer so eine Sache, weil wir spielen dann am 13.04. schon wieder das Rückspiel. Also es ist wirklich nur eine Woche, sogar nur 6 Tage zwischen Hin- und Rückspiel. Von daher, wer weiß, vielleicht wird das Unionsspiel da ein bisschen leichter genommen. Das könnte schon passieren, muss man dann auch Verständnis für haben, denke ich. Ich denke, es wird davon abhängen, wie wir das Leipzig-Spiel gestalten. Wenn wir da gewinnen sollten, dann hätten wir 7 Punkte vor. Dann können sie halt auch mal einen Unentschieden oder eine Niederlage gegen Union leisten. Ja, und zum Ende hin, haben wir ja schon öfters besprochen, haben wir dann Wolfsburg noch. Das wird nicht leicht in Wolfsburg. Leverkusen, ja, Leverkusen so durchwachsen. Gladbach, ob die nochmal die Kurve kriegen, keine Ahnung. Ansonsten hast du Mainz, Freiburg, Augsburg, also alles machbare Dinger, denke ich. Ja, das soll es gewesen sein erstmal. Ich bedanke mich. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Mal gucken, ob ich noch ein Video raushaue vorm Leipzig-Spiel, wenn noch irgendwelche Themen anfallen um unseren Club, weil wir haben ja jetzt 2 Wochen Pause dann erstmal. Schauen wir mal, lasst euch überraschen. Ansonsten denke ich, wird das eine oder andere Kai-Privat-Video kommen, was das vielleicht überbrückt, wenn ihr da auch Interesse dran habt. Wenn nicht, dann warten wir auf das Spiel Leipzig. Dann sehen wir uns am 4.4. wieder zu meiner kleinen Analyse zum Spiel in Leipzig, wo ich mich schon drauf freue. Wo es ein bisschen schade ist, dass Boateng weg ist, bei der Form, die er hatte, und Davis natürlich auch. Aber gut. Was wir vielleicht noch zu dem Spiel sagen können. Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass Hernandez nicht gespielt hat, aber das Thema haben wir ja schon in den letzten Videos rauf und runter gebetet, von daher bin ich da jetzt nicht mehr so viel drauf eingegangen. Ja, der Hansi zieht einen Alaba halt vor dem Hernandez, und ich denke, damit müssen wir bis zum Ende der Saison leider leben. Ich verstehe es immer noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich denke, heute hat man auch gesehen, dass Alaba keinerlei Einfluss aufs Spiel hatte. Auf seiner Linksverteidigerposition hatte er kaum Einfluss auf irgendwelche Abwehr, Dirigieren oder sonst irgendwas. Also ist für mich nicht wirklich ein Argument, obwohl er heute eine souveräne Leistung gebracht hat, keine Frage. Also, aber ich denke, dieselbe Leistung bringt ein Hernandez auch Minimum, und ich habe schon gesagt, es wäre halt schön, wenn man dann die Spieler spielen lässt, die nächste Saison Stammspieler sein sollen. Meine Meinung nur, wie immer, muss man nicht ganz verstehen, aber so, jetzt aber. Haut rein, rot-weiße Grüße, tschüssi, Kowski.